Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind jetzt mitten da stecken geblieben, nachdem wir schneller reiten dürfen lernen und in der Quest Helden von Sindurai. Ja, mein Ziel der Folge wird jetzt eindeutig sein, mal wieder ein Dungeon abschliessen. Ich werde mich da gerade mal an einem zufälligen anmelden. In dieser Zeit können wir uns ja mal gemütlich auf den Weg machen, um die Quest abzugeben. Die sollte jetzt mitten irgendwo in Silbermond drin sein und irgendwo da vorne ist ja dann, ich glaube in dem Kreislein, wenn ich mich nicht täusche, sollte ja eigentlich das Auktionshaus stehen, wo ich dann meine Sachen noch reinklatschen werde. Dann ist das aber noch ziemlich dumm, dass ich da jetzt mich angemeldet habe. Und versuche ich in dem Fall zuerst mal noch ein paar Sachen zu verkaufen, bevor da der Dungeon plötzlich aufspringt und uns sagt, du, wir wollen dich. So. Alles hat seinen Preis. Komm, das Zeug verkaufen wir da mal. Können wir nicht brauchen. Also Rüstungsteile kann ich im Allgemeinen einfach mal verkaufen, dass du das gut wieder Platz schaffen. Das ist unser schlechterer Bogen, den tun wir gerade mal weg. Das können wir noch weg tun. Da haben wir den Kopf, den wir einfach so in unsere Tasche reintragen. Der tropft ja nicht einfach aus unserem Beutel raus. Vom lieben Darkans Kopf, genau, Darkan. Ich habe immer Angst, dass ich es ein bisschen falsch ausspreche. Den haben wir ja so episch voll in der letzten Folge gut können erledigen. Komm, weg mit dir. Zack, zack. Und zack, und zack. Das ist ja zum Leben auffüllen, Tigerauge. Da haben wir noch so ein komisches Ding. Ich muss mich halt ganz kurz schnell konzentrieren. Da haben wir noch eine Inschrift, die wir irgendwo anbringen müssen. Wir haben wieder 101 Leinstoff und ein bisschen Wolfstoff. Das ist natürlich ziemlich gut für das Auktionshaus dann. So, jetzt ist die Frage. Ja, jetzt müsste ich... Nein, falsch. Bin ich da schon wieder am Verlaufen. So, dann machen wir uns den Fall mal da auf den Weg zum Sonnenzorn-Turm. Hei. So, ich bin jetzt gerade aufgestanden vor kurzem. Ich habe jetzt gestern Abend die ganze Nacht WoW durchgegamed, kann ich nudeln. Bin irgendwie bis um 5 Uhr morgens am WoW-Gamen gewesen. Jetzt haben wir 11:15 Uhr. Also ich habe irgendwie 6 Stunden geschlafen. Habe mich dann gedacht, komm, jetzt sitze ich mal auf, man nimmt direkt mal wieder eine Folge auf. Durch das, dass ich heute Jahrestag habe und heute noch Abend eigentlich noch gerne zu Nacht essen. Mit meiner lieben Person. Habe ich gedacht, heute stehe ich mal ein bisschen früher auf. Also früher auf, ich habe es vorgehabt, aber eben, wie es aussieht. 6 Stunden schlafen sind auch nicht gerade der allerbeste Hit, aber das sollte schon machbar sein. So, das sollte eigentlich der Turm sein, der da drinnen. Da warten sie schon wundervoll alle auf uns, um uns ehren. Wey, wir sind Helden. So, da hinten wartet auch schon der Chef vom lieben Silbermond, der Lortemar Teron. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat sogar so ein hohes Level, dass ich ihn gar nicht anzeigen kann. Dass wir es nicht anzeigen. So, Quest beenden. Bringt den Brief von Lortemar Teron zu Fürstin Silvanas Windläufer in Unterstadt, der Hauptstadt der Verlassenen in Tirisfal. Okay, alles klar, also er führt uns Richtung Tirisfal raus, was mich jetzt an dieser Situation aber ein bisschen stört. Weil wir ja da eigentlich Kristallkontrollkugel. Weil wir ja eigentlich da gar noch nicht abgeschlossen haben mit diesen allen 3 Kapiteln. Doch Bürger von Tristeza, aber eigentlich müssten wir ja jetzt da noch die Spinnen erledigen, wie da oben haben wir ja noch Kristallkontrollkugel zum Erledigen. Die Frage ist jetzt, ob wir nochmal zurück in die Geisterlande gehen oder ob wir uns Richtung Unterstadt machen. Ich persönlich würde jetzt eigentlich gerne, ich bin so gerne fertig questen, das ist mir jetzt gestern auch schon passiert, als ich in Hyrule durchgequestet habe. Das hat mich mitten in der Mitte der Quest hat's mich in eine andere Stadt reingebracht, zum weiterquesten. Ich finde das so ein Schwachsinn, weil ich persönlich queste so gern, dass es für mich gar keinen Sinn macht, grossartig jetzt die Stadt wechseln, sondern dass ich wirklich sage, hey, ich will komplett Geisterland abschliessen, dann würde ich gerne eins weitergehen. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir in Richtung Unterstadt gehen, um dort ein bisschen weiter zu leveln. Weil jetzt sind wir ja natürlich auch schon Level 40, ab Level 60 würde ich dann mich eigentlich Richtung Nordend machen. Nordend wäre dann eigentlich da oben das Land vom lieben Arthas mit der Eiskronen-Zitadelle. Ich glaube, ab Level 58, circa Level 58 könnten wir uns dann auf dem Weg dort vorne machen. Jetzt muss ich da schauen, dass ich da das Auktionshaus den Weg finde. Während ich wieder so viel am Blabbern bin. So. Guten Morgen. Ach, die Welt von WoW. Ich liebe sie einfach. Sie ist mir so sehr ans Herz wieder gewachsen. Das ist schon völlig abnormal. So, dann haben wir unser Kürfeli. Da vorne sollten wir dann eigentlich auch schon mal das Auktionshaus haben. Jetzt hoffe ich, dass wir da ein bisschen vorwärts geht, einem Dungeon rein. So, voilà. Dann gehen wir da gerade direkt mal wieder verkaufen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich machen ist von 24 Stunden auf 48 Stunden überstellen, weil das ist der einzige Fehler, den ich bis jetzt begangen habe. Jetzt sehen wir da auch, wir haben für 121 Gold und 20 Silber wieder
Stöffer eingesammelt an Leinenstoff. Dann tun wir die gerade mal hier in eine Auktion reinstellen. Dann haben wir dann noch Wolfsstoff, den wir zu verkaufen haben. Ja komm, wir sind nicht so gemein. Wir tun das billiger rein. Jawohl, jetzt müssen wir aber mal schauen. Fledermausfleisch, könnt ihr das überhaupt gebrauchen? Das sieht ganz danach aus. Dann klatschen wir das eigentlich für 99 rein. Das Einzige, was ich glaube bis jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, und das sehen wir jetzt auch hier, wir müssen immer einen gewissen Teil in der Auktionshaus zahlen, dass wir überhaupt eine Auktion herstellen dürfen. Aber jetzt gerade wie vorher, wo wir eine Auktion erstellt haben für 150, das allein ersetzt eigentlich alle anderen Auktionen, wenn denn das funktioniert. So, dann schauen wir gerade mal. Bum, bum. Luchsfleisch, 5 Gold pro Stück. Okay, alles klar. Wir gehen in dem Fall auf 4,99. Und der Bieter ist nicht nötig. Später in demselben Preis erstellte Auktionen werden zuerst verkauft. Ist mir gleich. Ich tue es unten dran rein. Da kannst du mir jetzt gerade erzählen, was du willst, weil ich da ein paar Sachen anders weiss. So, 99. So, was haben wir denn da noch? Wirbelknochen zum Verkaufen. Das muss ich dann einfach mal so verkaufen. Dann haben wir da noch getrocknetes Blut. Bringt uns auch nichts im Auktionshaus. Leichtes Leder. Für 10 Gold. Ach du heilige Maria. Also das ist das, was wir eigentlich für unseren Beruf bräuchten. Also wenn wir Gold brauchen, dann müssten wir nur schauen, dass wir ein bisschen von dem leichten Leder eigentlich ein bisschen verkaufen. Von dem braucht es gar nichts, das Zeug. Da könnten wir eigentlich einmal noch reinschnettern. Und zwar für 1 Gold. Aber dann tue ich da gerade das Maximum natürlich rein. Durch das, dass wir so viel haben. Diese Sachen würde ich jetzt einfach sonst mal behalten, auch wenn es blöd gesagt Büschel, das ist nicht das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Okay, alles klar. Da muss ich mir natürlich immer noch ein bisschen schauen, das Zeug sieht einmal gleich aus, aber ist es halt nicht. Das würde wir noch behalten, leichtes Leder. Klar, es würde uns sehr viel Gold bringen, wenn es verkauft würde werden. Aber im Großen und Ganzen würde ich es halt behalten, weil wir es halt für unseren Beruf brauchen und da ist mir halt einiges wichtiger. Besonders, weil ich ästhetisch mit uns mitleveln, anstatt da, wie sagt man dem, anstatt das zu verhühnern und dann tut unser Beruf darunter leiden. So. Mein lieber Dungeon Browser, du darfst langsam Gas geben. Jetzt sehen wir dort auch, ein Tank haben, 3 ADC und ein Heiler fehlt noch. Wir sind seit 6 Minuten schon im Dungeon Browser rein. Das ist natürlich schon eine gewaltig lange Zeit. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, ist endlich mal noch da reinschauen. Da sehen wir auch, da ist vieles nicht verkauft worden. Aber 51 Gold kommen wir wieder rüber, das ist natürlich ziemlich gut. Und das, dass wir das Reiten vorher mal noch. Dann machen wir gerade alles öffnen. Dann tun wir den Beutel nochmal auffüllen. Dann machen wir uns lieber nochmal auf den Weg zum Auktionshaus, rühren gerade nochmal alles rein. Schade auch, dass unser Leinenstoff nicht verkauft worden ist wie Wolfstoff. Durch das es das halt eigentlich ziemlich gutes Geld bringt. Das tun wir sicher nochmal reinrühren. Den Rest könnten wir dann sonst mal überlegen, ob wir das dann wirklich einfach an einen normalen Händler verkaufen. Vielleicht bringt das in dem Fall auch gar nichts. Oder wir müssen den richtigen Tag verwünschen, wo das jemand genau sucht. Ich würde sagen, wir klatschen jetzt einfach so schnell. Wir klatschen jetzt einfach nochmal alles rein. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, dass wir das alles wieder rausnehmen. So. Ein Gold 19, 115 Stück. Nochmal 136 Gold, wenn es verkauft werden. Da sagen wir selbstverlüterlich nicht nein, nochmal 53 Gold. Ja, die Sachen werden eben gar nicht gesucht. Das da schon scharfe Klauen. Komm, das rühren wir mal rein. Jetzt habe ich wieder auf 24 Stunden. Mühsam. Kann ich das nochmal umstellen? Komm, lassen wir es mal so stehen, sonst tun wir dann das wirklich am Händler verkaufen. Die Sache. Geringer Mondstein. 26 Gold und Silberbarren. Ganz ehrlich, wir klatschen genau 26 Gold runter. Dann können wir die so gross verkaufen. Zack, zack. Du noch weg. Ja, die tun wir auch gerade nochmal rein. Luchsfleisch. Eines der teureren Sachen, die wir beim letzten Mal hatten. Wir tun ihn jetzt aber auf 1,90 rein. Aber wir müssten nicht unterbieten, aber ich mache das halt gerne, weil es halt die Möglichkeit besser ist, dass das Zeug wirklich auch verkauft wird. Dann haben wir den Mosakat. Das ist, glaube ich, das letzte Mal bei über 200 gewesen. Jetzt sind wir da bei 5. Okay, alles klar. Also, unser Dungeon wäre parat. Das heisst für mich, wir treten mal bei und schauen uns an, was uns erwartet. 80 Gold haben wir wieder zur Verfügung. Das ist natürlich ziemlich nice, nachdem wir beim letzten Mal so viel Gold ausgegeben haben fürs Reiten. So, welcome in the Dungeon. Wir haben als einen Tank haben wir einen Vulpera-Mönch. Einen Pandara-Mönch haben wir als Heiler. Einen untoter Schurke haben wir als ADC. Und einen Taurerjäger nochmal als ADC. Mit uns natürlich auch als ADC zusammen. Das Dungeon kennen wir, glaube ich, im Großen und Ganzen gar noch nicht. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Schreiben wir da natürlich noch schnell Hallöle. Instanz. Moin. Ich finde das auf eine gewisse Art und Weise noch ziemlich wichtig, dass wir da... So, das Einzige, was wir jetzt noch hier unten sehen, was ich halt bis jetzt noch nicht eingeleitet habe,
neu installiert haben, plus minus, kann man so schon sagen. Da geht es aber gerade gröber ab mit denen. Das geht aber wirklich gröber ab mit denen. Jetzt hoffen wir, dass sie schnellstmöglich wieder in den Kampf hineinkommen, dass wir da nicht sterben. Da unten sehen wir jetzt, was unser Damage ist, was wir da momentan ausmachen. Come on, ich bin ja beim Darkon gestorben, aber bei so einem Scheissdreck stirbe ich dann, weil die anderen einfach einen auf Rambo machen. Da unten sehen wir dann auch, was unser Hauptdamage ist, also wie viel Damage wir momentan an DPS. Das ist Damage pro Sekunde austeilen. Das ist ziemlich wichtig, besonders in einem Dungeon. Da sehen wir auch den gesamten Schaden, den wir dann verursacht haben. Unser DPS ist momentan wirklich ziemlich gut. Was ist mit denen los? Sind die so... Ah Mann, das sind absolute Habaschen, die wir da bekommen haben im Dungeon rein. Wir haben wieder einen Habaschenverein hoch 10 bekommen. Gut, allgemein, ich bin kein Fan von Mönch-Tank, wenn ich jetzt da mal ehrlich darf sein. Ich finde das einfach nicht in Ordnung da. Die Mönch-Tank, die sind für mich momentan alles so... Ja, Mönch-Heiler. Ich habe nämlich gestern auch schon einen in einem Dungeon und habe dort schon gedacht, okay. Er hat jetzt gerade reingeschrieben, man soll das Pet wegtun. Das hat gar nicht mit dieser Sache zu tun, du hast einfach scheiße getankt. Du hast einfach scheiße getankt und das hat auch nicht mit der ganzen Sache zu tun gehabt. Wenn du meinst, du müsstest einfach einen auf Rambo spielen und nicht den normalen Weg nehmen, sondern einmal runterjumpen, bist du selber schuld. Der Heiler heilt dich auch nicht wirklich gut, Entschuldigung, das sehe ich jetzt gerade an dieser Stelle. Es ist mir nämlich egal, weil normalerweise funktioniert das gut mit 2 Pets. Jetzt sehen wir da gerade irgendwie, wir haben da jetzt unser... Wo bist du jetzt? Er ist da vorne am Kämpfen, da hinten hat es eine Gruppe. Eben. Ah. Also wir haben wieder einen Löli-Verein zum Kämpfen. Ich brauche ein Ziel. Aber jetzt versuchen wir, dass wir das irgendwie einigermaßen gut anbekommen, trotz all dem. Ach, das wird noch lustig. Das wird so lustig mit denen. Schau das an. Und jetzt kommt er mit, jetzt wollte er auch sagen, dass so unseren Reitier-Lied. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, also ich weiß wirklich nicht. Er hat vorher gesagt, wir sind schuld, wir Jäger. Wir sind schuld, aber er stirbt trotzdem. Es hat mit dem zu tun, ein Mönch ist kein guter Heiler. Ich habe bis jetzt jedes Mal ein Dungeon gemacht mit einem Mönch-Heiler. Es funktioniert einfach nicht. Wie man sieht, wir sind momentan die Besten, wenn es um den Damage geht. Wir sind auf 149 Damage pro Sekunde. Der zweite ist bei 147 auf Sekunde. Ja, jetzt schreibt er gerade, Leute, so viel kann ich nicht wegheilen. Den Pull weniger. Ja, eben. Mein Gott. Ei. Am Morgen früh müsst ihr mir schon Sorgen machen. Da komme ich einfach langsam Krisen über. Jetzt schon. Ein bisschen. Nein, der ist immun. Das ist schon mal der erste Boss da. Wir befinden uns in der türkischen Grotte. Ich brauche ein Ziel. So, Damage kommt gut, Ich würde sagen, wir tun da jetzt mal noch ein bisschen in den Push hineingehen, dass mal der Damage ein bisschen raufgeht.
Come on! Er tut meine Drachenfalken da verscheuchen, das ist Ich natürlich... habe kein Ziel. Lola. Nice, der andere macht ziemlich guten Schaden, der Rag. Besser als mir sogar, das ist noch ziemlich gut. Der erste Boss haben wir jetzt gerade down. Und unser Heiler ist, wie wir sehen, einfach nicht brauchbar. So. Dann wir dann mal gerade schauen, was wir hier haben. Ein bisschen Seidenstoff. Alles klar. Dann machen wir uns weiter auf den Weg. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal sterben werden, werde ich automatisch aus dem Dungeon rausgehen. Wir sehen hier auch, unser lieber Tank macht sich einfach voll auf den Weg da zum Kämpfen. Hat keine Ahnung vom Pullen. Oh Mann, es wird wieder so mühsam. Es wird gerade so mühsam, ich sehe das jetzt schon. Also ganz ehrlich, allein hätten wir sogar bessere Chancen als da Visieren. mit dieser Gruppe da. Ich muss mir glaube ich wirklich mal eine eigene Gruppe wieder ein bisschen zusammenstellen. Das habe ich ja gestern schon gemacht, dass wir irgendwie 5 Gruppen zusammenstellen und mit der geht die ganze Zeit ein bisschen so 5-6 Dungeons machen. Seht ihr, also der ist jetzt schon da hinten am Fighten, während alle anderen da noch am Laufen sind. Absoluter blöder Tank in meinen Augen. Und schafft es nicht einmal richtig pullen. Ich habe kein Ziel. Come on, jetzt stirbt man ihn wieder ab da. Jetzt, come on. Ich habe kein Es Ziel. ist eine normale Gruppe und... Es wird mühsam, es wird so mühsam. Mal schauen, sollten wir irgendwie anbekommen. Es ist ja kein grosses Dungeon. Und sonst, wie gesagt, will ich dann da einfach rausgehen. Und mir das nicht freiwillig antun. Wo ist er jetzt? Wo ist unser Tank? Wir sind 1, 2, 3 Spieler. Die anderen... Ach, willst du mich jetzt komplett verrippeln? Immer das vorbeischleichen da. Macht doch einfach das richtige Zeug durch. Oh, Tank ist jetzt gerade wieder down. Ich muss zuerst etwas anbieten. Oh meine Güte. Kein Ziel. Mit so einer richtig dramatischen Musik im Hintergrund stellen wir uns einen normalen Pet. Ich komme gerade Vögel über. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, Mönchheiler plus Mönchtank, die Kombi bitte nie mehr. Dass wir das einfach schon mal von Anfang an haben, aber ich bin allgemein der Meinung, warum ein Panda, also allgemein Panda, warum ein Mönchheiler kann sein, das... No way, no way. Ganz ehrlich, in meinen Augen die besten Heiler sind und bleiben einfach Dings. Paladin. Paladin-Heiler, die finde ich einer der besten, oder ein Priester-Heiler. Schaman ist natürlich, Schaman, alles wäre besser als ein Mönchheiler. Mönchheiler ist einfach so... So, wir kommen da ganz langsam Schritt, wenn wir vorwärts. Come on. Da vorne sollte auch schon der nächste Boss auf uns warten. Wer rufen mich an? Schon zum 3. Mal hintereinander. Ich läute dir später zurückgehen. Du musst mir jetzt ganz einen kurzen Moment geben. Samt noch mein Dungeon dürfen abschließen. So. Komm, ich kümmere mich zuerst um die Kleinen da.
Nicht, dass unser Heiler da abstirbt. Brauche ein Ziel. Ach. Tank ist gerade down. Tank ist gerade down. Gut, wir schaffen den Boss auch ohne den, ganz ehrlich. Ich muss zuerst Nice. Zuerst den kleinen bitte. Supi. Jetzt können wir uns wunderschön um den Grossen kümmern da. So, wir haben den zweithöchste Damage am Start. Das sieht natürlich ziemlich nice aus, von dem habe ich ja erzählt. Ich kann dieses Ziel nicht Dass ich das halt gerne installieren würde. Und darum habe ich dann das gerade gemacht. Weil ich das halt immer ziemlich froh bin, weil wenn wir plötzlich da zu 100 Stunden würden stehen, dann müssten wir, hey, wir müssen etwas ändern. Das kommt nicht gut. Oh, wir haben ihn fast. Nicht mehr viel. Durchhalten. Also der Heal ist eigentlich nicht einmal so schlecht, der Tank ist von der Lüli. So. Dungeon abgeschlossen. Hä? Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Dungeon ist fertig, wie es aussieht. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir uns auf den Weg rauf. Das Dungeon hat mich jetzt völlig aus der Spur gebracht, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt ein richtig cooles Team erwartet. Wie wir jetzt sehen, das ist unser Schaden, den wir verursacht haben im Kompletten. Wir haben 25% vom kompletten Schaden verursacht. Der andere Jäger war ein bisschen stärker gewesen, aber das holen wir dann mit der Zeit auch auf. Was haben wir denn noch wunderschönes erhalten? Neue Schuhe mit 3 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 4 Ausdauer, kritischer Trefferwert und Tempo dazu. Ich würde sagen, die wechseln wir mal ganz kurz ab. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir lassen mal bei dem Dungeon bleiben, ein bisschen genervt, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch einen mega schönen Tag. Danke und ciao.